Go to Marius. Ik kan je nog bijreizen. Kom Marius. Welkom hier bij ons. Sehr gut. So, als wir ein Bild kriegen von Bibelschule, dann wie Benny sind gesagt worden, und da ich so, wow. Benny ist mein Student, was ich will Gelegenheit kriegen, ihn zu bereisen. Aber ich will so höflich sein, so ich will nicht erst ein WhatsApp schicken, das kann mir sein, das kann mir haben. So, das eine, gestern schickt Carlos mir eine Sache und sagt, hey, kannst du das Gegend hier? So, nu haben wir sind vertuscht, aber Carlos hat bei mir gekriegt, so hier ab, lässt uns Benny, so wir freuen uns, so drüben in der Früh hier sein. Willkommen hier. Und zu Ihnen hier, Dankeschön für kommen zu dem Programm, wo die Bibelschule Schüler uns verbringen. Herzlich willkommen dort. Wir haben kurz die Bemerkung übergehen für diese Weg und dann gehen wir von dort mit dem Programm wieder. So, montags ist das Ministerium. Medwerk, Samarius, half 8, Gebetsstunden für Männer. Jugendprogramm Medwerk, half 8 so ubes. Und danach als Bibelstunde zu Klock 8. So, wir waren noch eine halbe Stunde überschrieben. Wir sind einige Menschen, die können meist nicht bei sich nochmal zum Bibelstunde kommen. So, wir waren von nun an wieder Bibelstunde zu Klock 8 so ubes haben. Hast du noch etwas bekommen zu merken? Gut, wir waren nur die Kindergeschichte als geklagt. So für jeden Platzanwieser, wenn die Kindergeschichte vorbei ist, dann ist dort und die waren Jugend oder Studenten waren uns dann mit ein paar Leuten den Titel doin. Gut, wenn ihr will abstehen, werden wir beten und dann über ihr Bibelschule-Programm. Vor dem Himmel, wir danken dir für diesen schönen Morgen, wir danken dir, dass du Bibelschulgruppe hast glücklich was hergebracht. Wir danken dir, dass du uns hier von dir mit dem Programm, möch wir im Glauben erbüht werden und möch die ihr zu dir gehen. Möch den Willen von dir hier in diesem Gottesdienst Wirklichkeit werden. Wir beten im Dienen sehen. In Jesus Namen. Amen. Sehr gut. Nu aber hier beginnt die Zeit. Gemeinde. Kan je me hören? Gemeinde. Ons freut dat we kan hier zitten van met die top zijn. Vielen Dank schön für uns die Gelegenheit geben, hier zitten van met een Gottesdienst die unterladen und mit die Fanatid haben. Wir schenken jeden herzlichen Gruß von der ganzen Bibelschule. Wir sind sehr dankbar, dass wir als Gruppe hier könnt diesen Weg gegen sein, haben eine gute Zeit gehabt und wir kriegen wieder Pferde, weil ich diesen Gottesdienst wieder mitdienen. So, das verweiten. Die Bibelschule ist konformiert von vielen verschiedenen Studenten, viele verschiedene Städte, von wo die kommen. Jeder einer mit einer verschiedenen Geschichte, mit einem verschiedenen Hintergrund, so dass wir uns einmal mit besser kennenlernen, wo wir uns einmal mit verstehen, mit von wo wir sind, wo wir ja wie bei der Bibelschule sind, und dann du bist nach ein paar Fragen mehr. So, mein Name ist Tony Wohl, ich bin von hier ist der Raum, und jetzt bin ich 4 Jahre bei der Bibelschule. Mein Name ist Marcella Hildebrandt, ich komme von Riva Palacio und ich bin als Pianista für diese Bibelschulgruppe. Mijn naam is Romina Knalsen, ik ben van Oasis en dit is mijn 4 jaar bij de Bibelschool. So Romina, dit is nu al dein 4 jaar bij de Bibelschool. Wat voor route wirst du für alle ans haben, wat du vielleicht denken in der Bibelschool, aber uns noch nicht ganz entschieden haben? Ik wil zijn, wanneer je doet denken, dat for sure. Dat is voor mij persoonlijk een zaak dat is een was. Ik würde jährlich nicht du sein, wo ich nie sein, weil ich nicht wie ich gehen. Und wenn je wel jährlich wissen und so viel lernen, was ich kann, ein ganzes Leben lang halten, Bibelschule ist definitiv eine Stadt, wo ich kann, du verhalten. Mijn naam is Cecilia Peters, ik kom van Los Joes en dit is mijn eerste jaar bij de Bibelschool. Mijn naam is Marisela Wohl, ik kom van Cuauhtémoc en dit is mijn eerste jaar bij de Bibelschool. Mijn naam is Eike Jetsen, dit is mijn 4 jaar en ik kom van Cuauhtémoc Swift. Mijn naam is Lydia Miller en ik kom van Cuauhtémoc, Ecuador en dit is mijn eerste jaar bij de Bibelschool. Mijn naam is Connie Leuven, ik kom van Seminole, Texas en dit is mijn 4 jaar in de Bibelschool. Mein Name ist Tyler Yenta, ich komme von Spanish Lookout Belize und das ist mein erstes Jahr bei der Bibelshow. Mein Name ist Carlos Faut, ich bin von Santa Rita und das ist mein erstes Jahr bei der Bibelshow. So Carlos, wo kannst du mir ein bisschen beschreiben, wo das Leben in Jungsheim ist,
vielleicht mit Matteln, wofür wir sein und wo das nicht Gelegenheit ist, für die zu wissen. Wir sind da saßen 40 Jungs in een Heim, wo du falsch stufen hast. Und dort ist einmal der Stadt, wo wir hingehen, wenn wir gemeinsam von studieren. Dann dort du in der Stadt, du und ich so sage, studieren, was ist gleiche du zu studieren, wenn ich hole. Und für mich ist das eine sehr feine Stadt, auch die Gemeinschaft merken. Das ist nur sehr eng. Wir sind eine kleine Stuhl, fährten 2 oder 3 Personen eine kleine Stufe. Und nach heute, was du hast, jeder einer, der lehrt sich dort den Geruch von seiner Stuhl reinzuholen. So wer dort noch nicht kann, der kann sich dort auch lernen. Good morning, mein Name ist David Jenta, ich bin von Cook-Temok und das ist mein erstes Jahr in der Bibelschule. Sehr gut, David. Wo schaust du mal, wo das ein von den wertvollsten Dingen, was du hast, diese Typ bei der Bibelschule gelehrt? Wel, wir lernen so viel und wat ik meest krijg, ik geloof een grote part wat ik leicht wird, dat is de gemeenschap met deze de nächste, onze Brüder in Christus. Ik zijn ze aber noch allein als die Stütze was en Jesus en ik geloof ons veel alle dat we met wem top kan wissen, wat we troubles haben, wir haben toen 12 Freunde hier gemerkt, wo wir uns unsere troubles betalen und so können wir auch wieder beten, top wissen, nicht? So ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir top Gemeinschaft haben mit den Nächsten. Vielen Dank, Shane. Mijn naam is Conor Bowman. Ik ben van Shipyard Belize en ik ben 4 jaar in de Bibelschool. Mijn naam is Carney Kroon. Ik ben van Cook-Temok Swift en dat is mijn eerste jaar in de Bibelschool. Mijn naam is Jeremy Cornelson. Ik kom en dat is mijn eerste jaar in de Bibelschool. Mijn naam is Corey Letjemon. Ik was 2 jaar als heimpapa bij de Bibelschool en ik kom van Corridor. Good morning, mijn naam is Jake Harder. Ik ben van Campeche, Mexico. En dit is mijn 4 jaar op de Bibelschool. So, Jake, wo schaust du ein kleines bisschen mit, wo ist die Bibelschule anders, als die erste Mal gedacht hat, wo das wird sein? Als ik al zei, dit is mijn 4 jaar. Waar ik mijn eerste jaar toen aankwam, dan dacht ik zo, dat we in een stad zijn waar we komen van de oudere voet, we met een high school experience zijn, dat is gewoon. Dat ging schon, aber een andere weg. Maar ik nu terugkijk, en ik denk, wat ik me niet zo voorgesteld had, wil zijn mijn leven veranderen, en wil veel dollar ik wil nu naar God komen, en ik heb het over de ganze tijd, ik ben zo dankbaar, wil God aan mijn leven geschaffen heeft, en wil mijn leven veranderd heeft. Mijn naam is Martha Giesbrecht, ik ben van Riva Palacio en dat is mijn 4 jaar in de Bibelschool. Martha, wo schaust du mal ein von deinen Fächern beschrieben und wo du das hast könnt in dein persönliches Leben anbauen? Wir haben eine Klasse, das ist Hermeneutics. In dieser Klasse lernen wir die Bibel zu verstehen. Und auch so, wo die Bibel die Jahr Zeit ist, was für die Menschen, weil die haben angenommen und wo wir die können für uns anwenden und wo wir können uns lernen und dann tun wir auch andere Menschen von dort mit. Hi, mijn naam is Mary Ans. Ik kom van Kampen 101 Zwift en dat is mijn 4 jaar hier bij de Bibelschool. Mary, was hat es ein kleines bisschen mit, was für eine Erwartung in deiner Bibelschule hast? Ik kom met de aanzicht dat ik wil weten wat God in mijn leven wil van mij. Wat ik zo wil ik kan doen. En ik ga dat gekregen. Ik ga je vinden wo God mij wil brengen. En wanneer ik niet 100% glaube, ik ga nu een fijne streek gevonden waar ik de lijn gaan kan. En ik heb wel zoveel meer gekregen als wat ik dacht ik wil. So für mich ist das ein großer Segen gewesen. Und das hat all meine Erwartungen exceeded, also es erfüllt der Weg, man sein. Mijn naam is Lily Friesen. Ik kom van Shipyard Belize en dit is mijn 2 jaar in de Bibelschool. Mijn naam is Sherilyn Dirk. Ik kom van Hawaii en ik schaf als leraar bij de Bibelschool. Mijn naam is Nancy Kroon. Ik kom van Alberta, Canada en dit is mijn eerste jaar bij de Bibelschool. Mijn naam is Maria Nudorf. Ik kom van Alberta, Canada en dit is mijn eerste jaar bij de Bibelschool. Sehr gut, vielen Dank schon für alle Teilnehmen. So, das nächste, wo wir Martha die Zeit geben, sie will uns ein kleines bisschen mitteilen über die Projekte und Student Council, was wir bei der Bibelschule haben.
So, zoals ik juist zei, mijn naam is Martha Giesbrecht. Ik ben van de Palacio en ik ben die vrouw in de Bibelschool. Dit jaar ben ik part aan dat studentenkomité. Ik ben de president van dit. En ik wil hier kort met beschrijven wat we krijgen dan doen en wat onze arbeid krijgen is. Eerstens wil ik mezelf bedanken und Jünt van sie uns so freundlich abnehmen. Hier wird alles drin für uns und wir finden uns sehr willkommen, so vielen Dank. Ich will mich auch bedanken und Jünt das Tag für einmal Bibelschule so unterstützen uns hier haben. Und die Unterstützung wird Bibelschule nicht zusammen, wo die nie ist. Und ob wir nicht an so einen großen Segen sind, außer dass es so viele Menschen, die jedes Jahr ankommen. So, unsere Arbeit als Studentenkomitee, in der Komitee, wir sind 5 Personen. Wir sind drin so eine Person von jedem Jahr, von 1. Jahr, 2. Jahr, 3. Jahr und 4. Jahr. Und unsere Arbeit ist der Eventsplan während dieser 3 Monate. Wir haben ein paar Stück, was wir hier uns haben. Und von dort, wo Picknick Day sind, Mountain Day, wo wir fahren mit den Studenten. Wir fahren in Boy, wir haben uns am Mittag, wir haben Games und wir haben eine Andacht. Und alles tut bloß eine sehr schöne Zeit. Was wir vor uns nu haben, das ist Spaß und Talent Night. Dort kommt diese Werk. Und wir kriegen so viel Erwachsene dort. Ein anderes Ding, was Studenten kommen heute hat, ist wir planen einen Fundraiser, was für die Bibelschule hat. Und das Fundraiser hat für ein Projekt, das Studentenkomitee mit der Bibelschulkomitee planen hat. Und das Projekt, was wir dieses Jahr schaffen, ist, wir planen neue Klostuben zu bauen, mehr Offices und dann dort noch ein neues Gym zu bauen für die Schule. So, das ist unser Projekt, das wir dieses Jahr haben, und das ist, was der Fundraiser dann wird gehen. Bibelschule, durch diese Events als Bibelschule nicht bloß in der Klostuben sitzen und studieren. Wir tun auch gut fahren, wir haben sehr schöne Zeiten, wo wir verteilen tun, wo wir Gemeinschaft haben und alles bloß eine gute Zeit haben, wo wir wussten tun, alles top. So, für mich persönlich als Bibelschule ein sehr großer Segen gewesen. Wenn ich in so eine Träge kicke, in diesen letzten 2 Jahren, ich kann sagen, was ich teilgenommen habe, was ich gewusst habe. Und mit dem Knowledge, was ich habe, weil ich dort gut bringe, dass ich mehr Menschen Jesus bringen, kann ich das Bibelschule Lehrer empfangen, ausrüsten, weitergeben. So, das ist sehr kurz mit beschrieben, was wir als Studentenkomitee dann tun. Mijn naam is Connie Leitman en ik ga tot verder. Ik kom vandaan hier met jullie mijn zeugnis met delen. En waar Jezus al heeft dingen in mijn leven veranderd en wat hij voor alles kan doen. Ik ben nog ganz nader jong, vielleicht 5 Jahre gleich bin ich. En dan valt mir dat is het eerste wat ik me denken kon van wat ik evers mal Jesus zijn woord, of Jesus zijn naam, oder von Jesus gehört habe von meinen Eltern. Wir wussten sehr alt ab. Und da wird es noch verboten, dass kleine Kinder mit der Kirche fahren. Die müssen erst 14 Jahre in Aller sein, dann teilt ihr dort als Jugend. Und dann könnt ihr mit von der Kirche fahren dort, dann wird ihr dort zu euch sein. Was dann wisst einer noch gleich vor einer da, dann hat einer noch nicht die Klarheit, dort zu verstehen, dass einer in sein Leben hat Jesus unvertritt, also dort einer hat Jesus angenommen, nicht? Und dort hat mein ganzes Lebenszeit mir dort gewirkt, das wird das erste Mal, und ich glaube, das meistens was mir dort hat in meinem Leben vielleicht trage gehalten. Und dort, ich will nicht mehr dort sein, dort ich meine Eltern irgendwo beschuldigen. Ich bin sehr dankbar für die Familie, wo ich abgewachsen bin, wenn dort hat mir die Gelegenheit gegeben, dort ich von denen sein, wo ich sein. Und was ich dann erst 8 Jahre wird, trage ich hier in Mexiko. Ich bin geboren in Belize. Und dann sind wir hier all 19 Jahre hier. Und ich habe auch ältere Brüder. Und von daher habe ich dort aufgeschaut, dort aber groß sein, da wird einer gerade jung. Einer mit Süden schmecken und alle Dinge tun, wenn einer noch will, wer sein oder wem war, nicht? Und ich habe mit dort Leben auch angefangen. Ich habe die Dinge alle geprüft. Und ich habe für 6 Monate mich angestrungen. Ich will sagen, mit alles hier vor ich habe, dort ich will auch ein großer Jung sein, ich will alle Dinge auch kennen. Und das hat mit das zu tun, dort von der ersten Rekorde, wo ich habe, von Jesus hören. Wenn du, ich will dann mal einmal anfangen mit Sogarproben, und dort wo meine Mom mir dort explained hat, dass das erreicht wird. Und sie hat die ewige Zeit für mich gebetet. Wir haben nicht in so christliche Gemeinschaft gehört, aber kann man sagen, nicht so geistlich abbühen, aber wir können Dinge gut vertrauen in unsere Familie, wir haben eine schöne Gemeinschaft eben.
weil wir dort nicht von Gott reden, publicly. So, aber meine Mom, der hat im Background, sei wird für mich, krieg über das Ding. Und ich glaube, dort Ding, was mir bewahrt hat. Ich habe für 6 Monate Prof zu schmieden. Und dort geht mir 6 Monate, dort just mal realizing, dort Ding wird nicht für mich mehr. Ich habe an den letzten Tag, wo ich habe Prof zu schmieden, voll der Host in Mess angekommen mit der Sache. Und mir klickt dort an mein Bild nicht, dort nicht dann für mich wird nicht. Und ich wist sehr gut von der Sheriff Luther, ich bin hier in Mexiko in Ricoch gefahren. Und das erste Part, dass ich in Gottesgemeinde, ich fühle mich nicht sehr tüß, ich sei von den Kirche Games. Und dann fuhr ich in Erweiterungskirche. Ich weiß nicht, wer der alle kennt, dazu für den Korridor den Rutschberger nennen. Und ich fuhr in die Kirche. Und da waren noch Jugendevents geplant, was mir wirft und nicht nie. Deswegen dort wird nicht der keine Fun, wo einer gleich, oder wo einer gleich, wo der für große Jungs wird nicht. Und was ich das 6 Monate dann erst vorbei wird, mir war das deutlich, dass dort nicht Spaß läuft, dort ganze Ding, dort Trinken und dort großen Leben, dort einer wird vielleicht mit einem Freund helfen, aber der wird sich dann nach einem Freund, und aber einer wird never abgebiet, einer wird never fall, da bleibt einmal ein Laden, Port und Hort. Und ein Freitag kam ich in Haus, ich wird ganz mutlos, ich wusste, das könnte nicht bleiben. Und dann sehe ich meine Freunde dort an, dort irgendwas mit anderen, das schafft das bloß nicht. Und meine Freunde fuhren von Hof und die sind never mal zurückgekommen. Wenn der wir das wahrlich, die gleichen doch nicht, von wo ich will anreden. Und mir wird dann auch gedauert. Und an Sonntag, das war ich entfunden oder was immer, so ich nicht antwort. So Sonntag mir kriegt meine Entscheidung, weißt du was, ich war krank vor. Und den Sonntag, dann hat der Prediger, da wir dann beim Friesen, der hat eine Botschaft, wie wichtig dort ist, dort wir für unseren Nächsten beten tun. Dort wir Gott danken für ihn, dort wir für ihn Schützung beten tun, und dort Gott kann auch Dinge durch ihn tun, dort ich kann wussten, nur da kommt noch Ernst. Und dann redet der Prediger von, wir sollen als eine Person in der Gemeinde utlesen, wir sollen Ernst nicht sein, wer das wird. Und der eine Person soll wir uns vernehmen, dort wir anderen jeden Tag vor Gott bringen. Und ich dachte so, na, das will ich gar nicht. Wegen in der Bibel steht ja, dort wird 2 und 3 Stück für sich versammeln, dort wo Gott mit man und ist. Und ich dachte so, ich allein, das wird ich gar nicht. Mein Gebet, das wird ich gar nicht geantwortet werden. Aber zu Gott erlaubt, ich komme zu einer Entscheidung, ich würde mein Bestes dann tun. Ich verstehe nicht, weil ich sage, zu beten oder irgendwas Dinge. So, ich habe dort nur uitgeloten, ich deed vielleicht einmal den Weg, oder wann viel, oder noch Witlafja zu tiden. Und so dort möchte ich dann mein Jahr dann meist ganz stark, dort wir dann Anfangsjahr, wo das passieren wird. Und dann, ich hatte einen sehr feinen Freund, ich hatte nach, das ist mein besten Freund, muss ich mal sagen, ich habe ihm Beruf mit ihm. Und sehr viel mit ihm. Am Tipp, was er auf mich in der Zeit, dort wird ein Kreis all, er hat sein Leben all, Jesus ungefallen. Und mir ist dort sehr viel Freude dann mit einem Tipp sein, so sagt ich dann bei der Jugend kann. Und ich wusste, dass irgend so mit den jungen Tipp sein, da tragt mir immer so an, like, das tut dich einer Freude, du wirst einer neue lohn. Und dort wo ich dann will da sein, ne? Und dann da in Oktober uit, dann ein Tag, dann möchte ich mein Vater rennen, da wieder noch Sinn und dann möchte ich mein Vater rennen, und ich den war noch eingeschwingt. Und dann so ich dort und ich geröbelt, haben die Platten alle lustig rennen. Dann fällt mir das bei, dort eine Botschaft, die wir gehört haben, dort wo Jesus kann einsehen Blut schnell wird waschen. Und dann dachte ich so, das ist gerade eingeschwingt, das wie mein Leben so massig, und ich kann meine eine Schweinerei atmen. Und wann dort soll nur Jesus sein, heute soll in meinem Leben jeder Tag einmal röbeln, probieren meine Sinn Futter zu waschen. Und mir ging das sehr deep, und wir wohnen da in einem Gerentethaus, und der Onkel, wem es dort wieder, der hat einen großen Kornstab. Und dann ging ich da hin, und ich fühlte mich bedrückt, und ich konnte nicht mehr wieder meinen Truck rein, also ich ging da hin, und ich grabbel. Und dort, wo Jesus zu mir anfängt, sehr abzudrehen. Und ich war bis nicht ruhig, wie man sagt. Und ich wusste, wo ich muss tun. Und ich kam vor Jesus, und ich bekannte meine Sinne, und ich nehme am an als mein persönlichen Heiland. Und ich weiß nicht, wie lange, ich weiß bis so viel, dass wir nach da aus einer Hänge kommen.
naar hen ging, dan weer wel gewoon stiest als ik terugkwam. En als ik eens terug ben, weer ik weer zo veel vrij dat ik gewoon Jezus aannemen, dat ik voel me zo leeg. En ik hoor op zo'n angst mijn familie dat met te delen, maar ik wist dat somebody wil ik dat met delen, want ik meen dat eerst met mijn leven, dat ik wil en je ändert het leven gaan. En dan vond ik mijn vriend. En ik vond hem en ik poch aan dat ver, wat ik me feiern en wat ik gedaan had. En dat is ook gewoon staan. Ik wist niet, vrijheid is het niet voor mij. Als die nog niet weet, als dat Christenleven dag kwijt gewoon zo vrijelijk, als ik me vrijgesteld wordt. En later word ik op aan waarom dat zo werd. En met die vrijheid ging ik slopen. De nächste dag, ik kon niet meer mijn vaartig rijden, maar ik hoef rijden met naar de kerk met mijn truck. En dan nu middag, dan weet ik wat ik met mijn vriend heb. En hij zei weinig. En ik kon het niet verstaan, ik wist niet. Als dat ik aan dat bekend wordt, als ik dat ook metgedeeld, als dat waarlijk zo'n slecht werd. En hij zei weinig. En we voeren we nu middag nog naar zijn huis. En dan bij zijn huis daarheen gaat, dat jij ook met een karmstad maakt. En we gaan zeer veel deel, wat we dus aan het maken gaan. En we gingen bloos. En we werden dingen vertalen en den anderen ons uitscharen. En den doet maar aan dat we waren. En dan heeft verteld me, krijgt dat hij zich had vrijgenomen, dat aanvangsjaar, als de prediker de boodschap gebracht had, voor wem te beden, dat weer ik was. Hij was de lucky one. En hij vertelde me, hij had iedere dag, als hij mooi was hier niet, had hij voor mij gebeden en hij had God gepraat, dat deze een jong, den zal hij niet laten voorbij gaan. Den zal hij ook in zijn rekening nemen. En dat die message constant ja, dat God mij hier schoot kunt zijn niet klappen en hij had niet opgegeven. En dat is wat hij mij met deed. En dat ging me zo te gaan en dan kan ik dat verstaan. Dat waarom hij niet wat kan zijn. Hij weet zo emotionally fall was. Hij hoort niet de wacht om zich explaining. En als we even walking, dat is waar hij eindelijk zich dan ook dat openbaar deed. En mij ging het zeggen dat de vrijheid daar dat hij had voor mij gebeden. Dat wie mij zoveel weet. En dat is waarom dat ik me ook zo broer met hem. Hij deed van die dag nog, dat we dan einer van anderen beden. Als hij een fijne dag had of een slechte dag, we danken God voor einer van den anderen. En nu dem, dan nou bij mijn leven ook ernst en ik vertel mijn familie dat ook. Mijn ouderen verheiden zich voor mij, mijn zuster, die vele van die weer nog in de Zuid-Parijs zijn, zo die dachten lame. En merken zich er niet veel uit. Gott sei Dank, dat zijn van mijn familie, maar op 2 stijg, wat ik kan erleven, Jezus waarlijk übergeeft. En we beden als familie vereend, dat God antwoord ving. En dat hij ook wat kan, zo'n winter als hij aan mij doen heeft, en ook doen. En nu, Luther, de nächste jaar, dan dat ik Toffen recht kon. En ik ga met Toffen, als ik 17 jaar oud werd. En ik ga toen weer voor God geschoven in de kerk zo goed als ik kan. Ik in de usher was, jugendleraar. En andere dingen wat ik daar kunt doen. En ik ga nu ook door de mogelijkheid gekregen dat ik kon in de Bibelschool hebben zijn. En dat is een groot verrijk voor mij. Dat ik er kon met zijn. Ik ga het verrijk, ik kon de devotions maken zijn. Ik kon zingen, metwerken uit in de Bibelschool als mijn favorite oefend. Dan gaan we devotion night, dan doen we dus meestal consistent wat we top komen doen, alle top en we zingen bloos. En we doen God loven en prijzen. Dat is mijn favorite oefend wat ik man zijn doe zo. En ik ga het verrijk dat ik kon ook in de klooster gaan. Wat ook een grote trainingspart wat ik wil zeggen wat meer als van wie eerst gaan. En een jongensheim, we gaan er zo versnijden, er zijn zo verspannen. En dan doen leren, wanneer jongens eerst van de klooster terugkomen, dan vergen dan als er irgendein ding, wo zij am Horten legen, der irgendwas wat er nog niet kon zien met bevingen, irgendwas. En dan zaten ze zich te doen en ze reden over dat. En ik moet waarlijk zeggen, ik sta nog een beetje klein in mijn geloof, weet je mensen moeten zijn, wegen met die vreemden en die antwoorden wat die jongens vergen komen, dan ik moet me verstaan over die antwoorden wat ze vergen gaan. En dat geeft me de gelegenheid om mij te leren. En wanneer God is wel en dan lijkt waar mijn vrienden ook, alleen ja, ook in de Bibelschool daarin als hem ouderen, zou je waar niet de gelegenheid zien dat ik me leid vindt. En zo, dat is part van mijn zeugnis. Dank u. Zoals ik je al zei, mijn naam is Lily Friesen en ik wil van de ambassade mijn zeugnis metdelen. Ik zie zeer gezegend was dat ik zie een jeslichheid hem opgewassen.
En ik ga van klein aangeleerd dat ik moest God aannemen als mijn Heer en Heiland. En als ik kleiner werd, dan deed ik dat maar small wie. Mensen zeiden ik zo. En ik woon in hemel, so ik bid dat je bid, aber mijn trouble wird ik wist dat, aber ik geloof dat niet in hart. Like, dat wird bloß in kop. En Luther zei mijn zuster dort, dat ik me viel dat bloß einmal. Aber dan leid ik dat toch, maar ik 13 jaar oud weer. Als ik 13 jaar oud weer, dan vang ik aan zo te struggelen. Wegen ik wist dat wanneer ik sterven word, dan word ik naar de hel. Ik word niet naar de hemel. En ik ga voor meerdere maanden met dat gestruggeld. En dan een dag voor mij en mijn mom, Ruud. En bloos wie bed. En dan kwam die vrouw op als ik geraad werd. En ik roer als ik zei dat ik niet werd. Ik kan niet ja zijn. En dan beten we. Aber ik kreeg dan nog niet de vrede wat einer kreeg van einer geraad is. Aber dat wird vielleicht 5 Minuten nur dort, dann kom je dat aan. Ik geloof de Heer Jezus heeft dat gedaan, wegen de wie een meisjes een stem wat zegt, je moet geloven. En als ik eerst aanvang werkelijk van harten te geloven, dat Jezus mij geraad had, dan kreeg ik de vrede, wat ik zal krijgen. En dan zei ik met de mom dort voet. En vielleicht een jaar later leid ik me helfen. En ik ga gewassen vandaan. Aber ik wil nog dieper en geloven wassen. So, ik kwam laatst jaar naar de Bibelschool. Mijn ouders zijn toen ook gewassen, die ondersteunen mij damit. En ik leid het zo, so ik kwam dit jaar terug. Dit is zo kort mijn zeugnis. Dankeschön.